Von harten willkommen wie Party, Platt und Plüschmos. mit der lieben Hilka, die sie gerade hört hat, und mir, der Lisa. Hilka, machst du Gott vertellen, wo das Hydrum gorn schall? Das geht von Dach um ein bannig wichtige Thema, was Lü echt auch untereinander bringen kann in der eine oder in eine andere Richtung. Und ich glaube, wie deckt da von Dach echt viel interessante Fakten ob. Das geht um Norholligkeit. Und bevor sie nu abschaltet, weil sie denkt, oh, Nachhaltigkeit und nu möchte ich us belehren. Nee, Hütkeit hat einfach mal, dass wie man Beten da beschnackt, was Nachhaltigkeit ist, wo ein Beten Nachhaltigkeit in sein Leben inbauen kann. Ja, was hast du noch so schön, Hilka? Ja, besonders nachhaltig bin ich auch viel. Ich habe in der verleden Folge was gesagt, nämlich, dass wir Hut kriegt, ob du vielleicht das Leid, was du in der verleden Folge nicht Hut kriegen hast, nu kennst. Ja, Because you look oh so Gott. fine that I really want to make you mine. Schäm mir Grund und Boden. So, liebe Ja. du habt wieder das auch Rot kriegen. Lisa kennt das Lied und sie kann nicht mehr sagen, dass sie dieses Lied noch nie nicht in ihrem Leben gehört hätte. Und garantiert hätte sie auch dato all auf der Tanzfläche abhottet. Ah, ja, sicher. Aha. Jetzt musst du eine schöne Überleitung finden, Thomas Nachhaltigkeitsthema. Ich muss mich noch ein Bett schämen. Ja, nachhaltig sind wir auch hier nur Wayne und so nachhaltig, dass wir nicht vergeten dort, was wir in der verleden Folge beschnackt habt. Und das ist ja auch echt was mit Nachhaltigkeit in hergeht. Wir dürft nicht vergeten, was wir plant und was wir secht. So, nu geht wir aber weg von der Politik und was der eine Ära secht hat und der andere nicht mogt hat. Ein Jahr, Mutti ist vorbei. Wir sind nur in der Nähe-Periode und da kicken wir mal, was nur passiert. Und Nachhaltigkeit. Du hast es als echt, Lisa, Nachhaltigkeit kann so viel wehen. Da gibt es aber auch so viele Trends. So ein Beten fängt das ja auch damit an, dass Birkenstöckler, so wäre das so modern wo uns sind, oder? So, Ja. hast du Birkenstöckler oder kennst du Leute, die Birkenstöckler habt? Oh, absolut. Ich stamme von Lüd auf den Birkenstock. Ja, und Birkenstock ist doch eigentlich so die Schau, die so Körnerfresser und die Tachenticher schon was tragen hat, ne? Aber, und das wäre ja, wenn ein sich so erinnert, ach, ja, die Ökos und hier und da und schon mal so ein bisschen belächelt. Aber von Dach ist das ja richtig in. Von Dach tun wir schwer und das ist auch fast so ein bisschen lächerlich. Backt jeden. Von Rechtsanwalt mit non Punk sin eigen Sauerteigbrot. Und ist das eigens nur hollig? Sauerteigbrot zu backen oder ist das bloß ein Trend? Und da ist meine Frage, ist Nachhaltigkeit eigens ein Trend oder nicht? Was denkst du? Ich finde, wie wir erstmal damit anfangen, überhaupt zu sagen, was ist denn eigentlich Nachhaltigkeit? Könnt ihr das definieren? Jeder ihr müsst das Wort in den Mund, Nachhaltigkeit, aber was ist denn das eigentlich? Was sagst du dazu? Was denkst du, was Nachhaltigkeit ist? Für mich ist das, dass ich nachhaltig, oder dass ich aber eine Sorge, die ich morgen möchte, oder die ich benutze, dass ich da einfach mal denken darf und mal einfach einen Schritt wieder denke. So, zum Beispiel der Plastikbüdel. Also, das ist einfach den Plastikbüdel nehmen und mir eine Sorgen darunter packen. Aber dann das einen Schritt wieder denken. Okay, ich nehme das einen Plastikbüdel, aber was mache ich dann damit? Oder was passiert dann mit dem in der Umwelt? Also, was hätte das für Utwirken? Also, mein Down im Nu, was hat das für Utwirken? Und mag ich das nur, weil das gerade einfach ist? Oder kann ich mir vielleicht meinen Jutebüdel einfach mal mitnehmen und brauche dann diesen Plastikbüdel überhaupt nicht? Das ist, glaube ich, für mich nachhaltig werden und nachhaltig leben. Und das finde ich auch interessant. Sicher liegt es noch was show, aber wo du von den Plastikbüdel schnackst, als ich in Portugal lebe, da gibt das in der ersten 6 Monde noch Plastikbüdel umsonst in jedem Geschäft. Und das wäre auch echt so eine Mentalität, die Lü habt
so viele Plastikbüdel an der Kasse mitgenommen. Und ich habe dann gesagt, ja, warum bucht sie denn so viele Plastikbüdel? Und er hat gesagt, ja, ist doch umsonst. Ja. So, Oh. und dann hat sich das dreit und dann hast du eben auch so, als wir das in Deutschland auch kennt, so 10 Cent oder 20 Cent für so ein Büdel betalt. Und ja, und der Lü hat dann nämlich auch in Portugal angefangen, da über Nord zu denken, bringe ich mir nur einen Büdel mit oder Ja. nicht. Und da, wieder Thema Plastik, ist das ja auch so, das ist so was, das ist von Dur. Und ich habe echt über nachgedacht, wo übersetze ich eng das Wort Nachhaltigkeit ob platt. Und habe mir ja so ein bisschen in der einen und in der anderen Richtung gedacht. Und da muss ich sagen, nachhaltig ist das, was von Dur ist. Also das, was blifft. Und das kann gut. Und dann kann es schlecht werden. Wenn ich nur die Plastikbüdel hinkicke, das ist echt schlecht. Aber, nur sind wir wie die, wenn du die aber die Jutebüdel mitnimmst, das ist dann gut. Wenn das von Dur ist, dass du da schon mal an denkst. Oder? Also ich finde, das ist die richtige Herangehensweise und wie es dann aber auch das Dilemma in der Nachhaltigkeit einfach stecken deit. Ja, jeder fragt sich, was ist denn eigens nur nachhaltig? Und darum ist das für uns ja auch hier in diese obergenialen Podcast, den wir hier betrieben. Oh. Und wo wir eigens Schimmers in Flitsche Antwort habt auch gar nicht so liegt. Ein Frage an uns Tauhörers, habt ihr mal darüber nachgedacht, was das Wort Nachhaltigkeit eigens für jau bedeutet? Also, schreibt uns das auch gerne mal. Was das für jou eigens heit. Und wenn ich mir eben auch denke, ja, das ist schon mal gut, einen Büdel dabei zu haben, wenn ich ihn gucken gehe, dann heit das ja aber auch, wenn ich hier meinen Büdel dabei habe. Dann passt da ja auch bloß bestimmter Ort und Wies an Sorgen rin, die ich da köp. Und das heit ja auch wiederum, dass ich auch bloß das köp, was ich brauch. Ja, weil du auch einfach zweimal über nachdenken darfst. Wenn du schon anfängst, diese Gedanken zu haben, okay, ich nehme mir einen Büdel mit und dann gehst du in den Köpen und dann denkst du auch mal wieder, okay, der Chiasamen, zum Beispiel. Oh, Chiasamen. Ja, Chiasamen. nu have ich das dropped. Ich hab wieder all gedacht. Oh, Chiasamen, Lü, das ist, liebe Lü, Chiasamen, das ist ein Reizwort für mich. Das ist richtig so ein Reizwort für mich. Nochmal die Frage in der Runde. Chia-Pudding, kein von jou hat all diesen Chia-Pudding mock, Lisa, hast du einmal Chia-Pudding mock in den Leben? Oute die nun. Oh, ich hab das hier mal sehen und dachte mir so, das sieht ja cool ut, dann mockt so Fähle, probierst du das auch mal ut. Fühlt sich im Mund so an, als möchte das überhaupt nicht äten waren. Aber warum wart uns diese Chiasamen eigens andreit? Ja, als Superfood, als Supermarketing. Das ist werde diese Schritt wieder denken. Warum war du das andreit, was hierher schippt wart, wo wir doch wirklich vor Ort eine Alternative habt. Na? Der Leinsamen. Die Retter aus Chia-Puddings. Ja, das ist, und da sieht einmal, wo krass Marketing ist, oder? Und das geht doch gar nicht nur um nur Schwatt oder nur Witt. Also ich kann nur nachhaltig leben und nur regional. Das möchte ich damit überhaupt nicht sagen. Das ist für sich Sülm den eigen persönlich besten Wächter finden. Oder auch Jeans. Ja. Wenn ein Jeans köpt, wo viel so die Produktion von ein Jeans an Waterfräten da. Irre. Ja. Aber ich will hier übrigens gar nicht so viel abhaten. Denn zumindest habt wir auch erkannt, dass das besser gehen kann. Ach, nun war ich aber ja allwetter so ein Moralapostel, ne? Will ich übrigens gar nicht wollen. Die Punkt ist ja einfach, wirklich kritisch statt mal Nord zu denken und nicht einfach nur die einfachste Sorge, die uns dann für den nächsten Storn deit, einfach tau griepen, sondern wirklich nochmal Kott inne tau holen, wirklich zu denken, okay, was ist doch vielleicht Achter an? Und ja, am Anfang ist das einfach, wir sind das nicht gewohnt, über eins noch Nordhau denken, wo kommt das her und was ist das und was hätte das eigentlich für ein Bedühen? Weil wie einfach in eine Umwelt läuft, die uns das allen super einfach und super fix morgen deit.
Ja, und da sind wir auch, ne, bei diesem Thema wieder von Durchwein. Wenn Kram so fix verfügbar ist, wenn wer da so fix ankommt, dann geht das ja auch fix, dass wir uns davon abholen, lot, mal ein bisschen genauer hinzukicken, brug ich das eigens. Genau. Du bist ja auch Profi in nix brugen. Danke, danke. Ja, ich bin auf jeden Fall ein großer Fan davon, nichts taubrucken. Oder man kann ja gar nicht sagen, nichts. Also ich mache diesen Spruch so gern, eins, was mich nicht glücklich macht, kann weg. Und so Sorgen, das ist immer, das ist schön, was zu haben und das ist schön, sich sicher zu werden. Ja, und falls ich das mal bruken, da hab ich das. Aber kick die doch einfach mal um, wo sie gerade sind. Beim Autofahren bitte nicht umkicken. Aber Ja, bitte nicht. Auch nicht um Vorrat. Bitte zuerst anholen. Aber wo viele Sorgen habt wie doch um uns rumlingen, der wie Kuben nutzt, der wie doppelt habt, der wie eigentlich gar nicht so brugt. Und ich habe, bevor ich nach Island gegangen bin, habe ich ein Titel lang Zero Waste gelebt. Oder ich habe versucht, Zero Waste zu leben. Und dann war ich eigentlich, hat das nur angefangen, dass ich mir dachte, so, okay, ich will das einfach mal ausprobieren. Ich mache das ganz gern, mir auf und tau mal so gut fordern. Mir mal werde auf neue Situationen unterstellen. Unter der Titel habe ich in Wismar lebt und auch als Studentin, also ich habe nicht so viel Geld und in Wismar gäbe da doch noch keinen Unverpacktladen und auch keinen Bioladen und dann bin ich mal in Köpen gegangen und habe versucht, wirklich nichts inpactet oder nichts mit Müll zu köpen. Im Endeffekt bin ich gut gegangen mit einer Steckräuf und einem Fenchel und weiß überhaupt nicht, was mag ich denn eigentlich mit Fenchel? Keine Ahnung, kann man denn so äten? Das ist so eine Sorgen. Aber dann bin ich dann kreativ mit worden und habe mir wirklich nochmal andere Sorgen gefunden, wo ich dachte so, Mensch, ja cool, da kannst du ja das gut morgen und das gut morgen. Klar, das kostet wieder Energie. Das ist natürlich nicht so einfach, als Gott irgendwas Fertiges zu nehmen. Aber das macht richtig Spaß, wenn man anfängt, sich da so ein Betten rinterfuchsen. Und da kommt auch wieder das drin, was ich noch gesagt habe mit, das Gift nicht nur schwatt oder witt. Ich habe dann auch so ein paar Socken einfach nicht gefunden, der gave das dann nicht inpackt oder nicht in den Packungen, der ich eigentlich gern habe. Aber jeder Schritt in die richtige Richtung, Herr Wegmarkt, ist schon ein wichtiger Schritt. Und dann feilt sich das doch richtig gaut an, wenn du denkst so, ja, irgendwo, ich sehe ja, ich habe mich, das ist dann vielleicht auch so beten wie ein innerer Monk, aber dann habe ich mir den Müll von einer weg, habe ich mir auf mir Tisch schlecht und wirklich mal Fotos gemacht davon, um das einfach mal zu sehen, wo viel Müll habe ich produziert und wo war das weniger, was kann ich noch inspuren. Und das war cool. Ja, dann bin ich ja nach Island gegangen und da kann man einfach nicht, auf jeden Fall, solange man nicht in Reykjavik leben darf, ist das einfach nur schwur müllfrei oder auch nur mit wenig Müll zu leben. Du hast einfach alles inpackt. Alles. Ja. Muss ja auch alles hinschifft waren. Ja, und ich glaube, da hat nur viele Lü abschreien. Ich glaube, viele Lü, die denken so an Island und die Natur und alles ist so unberührt und nur da ist so viele harten Brecken. Ja, und das tut mir leid, aber ich möchte, also jeder, der das nun nicht werden möchte, wir habt eine Folge über Elfen und Trollsmog, der könnt ihr auch nur anhören. Ja. Und das ist das schöne Marketing von Island. Ich habe da ja nur lebt und habe dann auch so ein Betten, der andere sieht, von Island mitkriegen. Denn die Isländer, ja, die lebt, war nicht nochherlich mit ihrer Energie, weil wie der einfach vor die Huste, also der lebt ja ob ein Vulkan, also Chlor habt die thermische Energie und der habt so viele Worte voll, dass der bannig viel Worte-Energie habt. Ich habe bei Instagram wie eine Fragerunde Frage kriegen, habt ihr denn eigentlich Solarenergie? Nee, kaum, weil der das einfach nicht braucht. Der habt halt so viel Energie und einen Bodenruht. Dadurch sind die Energiepreise absolut günstig, viele E-Autos, weil sich das einfach lohnt. Aber das hält nicht, dass die Islandschen nicht bedacht mit ihrer Energie umgeht. Ich habe so ein schönes Beispiel.
ganz oft, als ich da im Fitnessstudio wäre, kann man sich was zu trinken holen, wie so einen ganz normalen Waschbecken. Und der Wasserhahn ist jümmes Lopen. Oh, Das ist so eine Sache. Ich bin immer da hintappt, hab den Wasserhahn bei der Taut reit. Aber viele Lü laut das Wasser einfach lopen, weil köst ja nix. Aber was? muss man das morgen, nur weil das nix kösten deit? Nee. Ja. Also, das ist Und ja krass. dann der Heizung obdrein und wenn der Tau warm wird, anstatt der Heizung unterdrein, war das finster obmockt. Wahnsinn. Ja, das ist einfach, wie das Tau günstig ist. Die hebt das einfach. Ja, und ob er anderen sieht mit dem Erden und generell eins, was du köken kannst, ist eigens Impact. Weil das alles, das muss, allein das Leben an sich, ob eine Insel, kann überhaupt nicht nachhaltig werden. Oder auf jeden Fall, ob eine Insel, wo man wenig Sülm anbauen kann, weil der Boden so schlecht ist. Du musst halt eins dahin bringen. Ja. So, jetzt sind wir also, wer da so ein Beten wie uns Ausland beleben, da kann ich dann auch noch was beistören. Ich habe das ja gerade mit den Plastikbüdels vertellt und Portugal. Ob der Anna sieht, weitet aber so, dass als ich da hinkommen bin, ich habe dann das erste Mal sehen in Portugal, dass die Rollstiegen habt, die langsamer wird, wenn ein da nicht ob ist. Das gibt das in Deutschland noch nicht, oder ich habe das zumindest noch nie nicht sehen. Der habt also da wie die Rollstiegen all Energie in Sport. Also, nun giftet das ja, ich glaube, in jedem Kopus. So wird. Aber, ob der Anna sieht, sind die Lüder komplette Mang Irrewein in Porto zumindest, was Autofahren angeht. Also, also mit den Plastikbüdels, okay, da sind sie dann auch all auf den Pad kommen. Mit den Rollstiegen, krass, da sind die auch wieder wen als in Deutschland. Aber mit dem Autofeuern. Also ich habe ja in Bremen studiert und da wird es total normal, dass du mit dem Fahrrad überall hinfeuert bist. Und ich habe Probleme mit Fahrradfahren, aber das ist vielleicht was für eine andere Folge. Aber da bin ich Fahrradfeuert. Und in Porto, das wäre gar nicht möglich. Weil die sind alle so mal autofeuert. Und da wäre auch schon so ein Smogwolk über die Stadt. Richtig krass. Wenn ich mir abends abschminkt habe und dann mit so einem Wattepad oder so, was dann über das Gesicht feuert bin, das wäre Swat. Nee. Oh. Ja, und wenn ich dann so mit dem Tuch mal rotfeuert bin, noch einen Strand hin, dann hätte ein über die Stadt selbst auch so eine richtige Smogglocke sehen. Also, da ja doch richtig in der Lungen weh? Oder ich habe sowas noch nie belebt. Toi, toi, toi. Also in den Lungen nicht, aber kennst du das, wenn du auf dem Festival bist und du hast dann so swatten Schnodder? Oh ja. Das habe ich da doch auch Faken hat. Das hat so swat in den nächsten Day. Aber ja, vor allen Dingen, ich habe dann echt mich richtig, richtig gut abends das Gesicht so gemockt, wie ich habe immer so ein Staubschleier auf mein Gesicht hat. Boah, krass. Ja, weil die Lüde habt da eben auch viele so Autos feuert, die keinen Cut habt. Und Da muss man sich mal überlegen, wo wie nu all sind. Und doch, gut, Autos sind immer noch nicht vernünftig sauber, noch nicht so sauber, als ihr werden könnt. Aber wird schon mal Fortschritte mockt. ja, immerhin. Und ich denke, du hast das ja nur gesagt mit Island, dass die Lüder kein Energieproblem habt. Aber der habt sicher gut isolierte Husen, oder? Geht so. Geht so. Oh, ja, das ist. interessant. Ja, ich habe mich immer gewundert, warum die so bannig große Eiszapfen an manchen Hüs sind. Ja. Eiszapfen, ja. Und du hast mir die auch vertellt, gerade die Eiszapfen, die bilden sich halt, wenn das Dach nicht vernünftig isoliert ist. Und dann kannst du genau an den Hüs sehen, die nicht vernünftig isoliert sind, die haben enorme Eiszapfen. Also richtig gefährlich. Ich bin nur auf den jüngsten die Strotten sieht wesselt, wenn ich diese riesigen Eiszapfen, die waren Meter lang und wirklich die Hahn, manche Hahn
ein Durchmesser von, ich weiß nicht, 20 Zentimeter oder so. Also Boah, richtige Prügel. Wenn die Runde fallen, ich lüfte erschleuten Menschen. krass. Hm. Und der isoliert er Husten doch nicht. Ich denke, die sind isoliert, aber halt nicht so gaut. Das sind halt Pfähle ohne Hüs, die ohlen Fisches Hüs. Mhm. Ja, da muss ich mal sehen, wo unterschiedlich das ist, ne? Mhm. Ja, und in Portugal brauchst du nicht viel isolieren eigens, oder? Ah, ah, Ah. guck. An der Algarve ist es vielleicht nochmal anders, aber in Nordportugal, wie habt ihr auch Minusgrad hat. Oh. Mhm. Oh nee. Ja, und im Winter, da regnet da. Über Wochen und Monde. Und du hast da keine Heizung in den Hosen. Weiß ich gar nicht, ob ich das nochmal vertellt habe, aber so die modernen Hosen, die haben dann auch Heizung, aber so die ollen oder die normalen Hosen, die haben alle keine Heizung da drin. Und Oh dann nee. und dann ward nichts durch. Das blieb dann eins so klamm. Wie beim Oh, Campen. Oh. ja, das ist echt so. Und dann habt ihr eben keine Heizung und die Husen und die Finster, die sind auch alle echt nicht gut isoliert. Hm. Und dann habt ihr dann eben so elektrische Heizlüfter. Nein. Doch. Oh Gott, das sind ja Geldäter. Oh. Ja, das ist mega krass. Und ja, und den denkt immer, ja, der läuft da in die Sonne und das ist doch super gut. Nee. Also jede eine hätte da so gesehen Probleme. Ja, das sind die Sieten, aber der einen nicht so schnackt. Ja. Und wo wir auch bei das Thema Isolation sind. Lisa, du hast ja vielleicht auch mal, wo du die mit wenig Hemmen auseinandersetzt hast, wenn man über das Thema Tiny Houses nachgedacht, oder? Tatsächlich, ja, Herr Beck. Tiny Houses sind so was von nicht nachhaltig. Oh. Das Wieso? ist viel, und da sind wir wieder Thema Isolation. Die Dele, die sind nicht isoliert. Das sind Energiefräter wie Heizen. Meinst du? Ja, das ist so. Warum isoliert ein denn sein Tiny House nicht? Weil du hast ja das Tiny House auch, um das transportieren zu können. Und dann darf das ja nicht zu schwer werden. Du hast runterrechnet, ob der Quadratmeter Toll einen krassen Energieverbrauch. Diese Tiny Houses braucht nicht viel Platz. Ja, das ist gut. Aber als lange als du da Wedding nicht selbst die Solarzellen dann auf das lütsche Dach obhast, da für die Energiespuren gar nichts bringen. Ja, lieber wenn Sie plant, ein Tiny House zu bauen oder zu kaufen, also ich bin hier echt von Dach Moralapostel, los ja auch nicht aufbringen, aber kiegt ihr das bitte nochmal genau an, ob sich das echt lohnt oder ob das nicht vielleicht besser ist, wenn Sie ja ob ihr ein Dach vielleicht mal eine Nähe isolieren, abbringt und dann lieber ein paar Zimmer untervermieten da. So, vielleicht hilft das ja auch. Ich möchte jetzt mal beten, wer der blieb morgen. Ich möchte wer der beten Sündchen bringen. Ach, danke dir. Da. Weil das ist ja nicht ein schlecht. Und das Thema, das könnt wir auch nicht in einer Folge beschnacken. Und das sind eigentlich einfach nur, würde ich sagen, von uns Denkanstört, um wirklich nochmal hinterwiesen, hey, das Thema, ja, das ist einfach so wichtig. Fälle, was da möch von, aber wie dürft nicht möch von diesem Thema waren, weil us halt allen bedräben dauert. Und was us halt allen auch bedräbt, oder ich würde sagen, auf jeden Fall grad bedräbt das 90% von mein Dach, ist meine Masterthesis. Biologisch aufbaubare Bioplastik. Ah, spannend. Und das klingt ja nur als die heilige Gral, wenn man sich das mal so beten nur denkt so, hey, cool, ich
kann doch meine Plastiktüte oder mein Plastikbüdel werden nehmen und schmied den dann einfach in Kompost und do verrott den dann. Ist das nicht eigens perfekt? Ist das nicht der Lösen für eins? Und ja, das klingt schon eigens schon tauschön um Wortau werden. Und ich dachte mir, ich vertelle nur noch mal so ein Betten über die Forschen oder wo wie dazu angeht mit der Herstellung von Bioplastik, wo das so kommen ist mit Bioplastik und ob das vielleicht wirklich die Lösen für us Plastikproblem ist. Denn ich denke, jeder von Jau hat all diese Bilder sehen von den Stränden, den schönsten Drömstränden, die voll mit Plastik liegt. Oder, naja, wo gibt das kein Plastik mehr? Das ist so Mikroplastik ist in der Muttermilch gefunden worden. Echt? Also, das ist so gruselig. Als bald ein durch Betten, ja, Betten, Daperin kicken deit, was ich gerade machen muss. Aber, Trüchtau und Bioplastik. Wie habt anfangen, ob Island dort nu tau forschen und us Ansatz ist, tau kicken, okay, könnt wie Bakterien finden, die wie entweder mit Industrieabfällen, also ob Island gibt es viele Molkereien, zum Beispiel, und die habt Molkereiabfälle. In diesen Abfällen sind Proteine drin, meist, oder Fette, was perfektes Futter ist für us Bakterien. Wie nehmt aber auch zum Beispiel Algen. Es gibt viele Algen rund um Island und nur auch Algenfarmen. Algen wachsen nicht schnell, also perfekt. Oder Hanf, da habe ich ja all schon viel über vertellt. Hanf wächst auch um Island. Wo ich wirklich denke, okay, Gaut. Das war ich mir, oder die ganzen Hanffelder war ich mir dann im Sommer mal ankicken. Kickt doch gern dann mal wie Plattlauf, wie Instagram, das Story vorbei. Da war ich ganz viel Industriehanf sein. Oder aber auch Schlachthusreste, all sowas, also der ganze Müll, der anfallen deit, könnt wir denn irgendwie noch verwenden, weil dort sind ja Materialien, Proteine, Fette, Kohlenhydrate, die wir einfach noch brauchen könnt. Und wie habt ihr es nur gesagt, Bakterien finden, die in Island lebt, in einer Umwelt, die eigens lebensfeindlich sein deit, so als extrem Hittequellen zum Beispiel, wo man denkt, okay, eigens kann er nicht so viel in leben, aber da lebt richtig gaut anpasste Bakterien in. Und wir habt da ein paar spannende Bakterien gefunden, die ob er einen sieht, us einen gewissen Stoff herstellt. Man kann sich das so vorstellen, so, wenn wir Menschen was äten daut, dann lagert us Körper Energie in Form von Glykogen oder von Fett. Also Fett ist ja der Langzeit-Energiespeicher für us Körper. Und die Bakterien, die wir nur gefunden habt, die spiegelt das nicht als Fett in, sondern als eine gewisse Verbindung. Der nennt sich PHB, der aufkönnen. Und dieses PHB könnt wir als Menschen nutzen und durch Plastik gut machen. Das Schöne an dieser Sorge ist eigens, dass das Bioplastik sich auch wieder zersetzen lassen deit von Bakterien. Und das ist der Knackpunkt an Bioplastik. Bioplastik klingt immer ganz wunderbar grün, aber das Gift auch Bioplastik, das nicht abbaubar ist. Das heißt also, ja, wir habt das schön grün produziert, wie schmied den Bioplastikbüdel dann ins Meer und das bleibt doch trotzdem fair, so 700, 800 Jahre. Und dieses Marketing, das ist, kann schon fast ein pervers sein, wo das Marketing sagt, also Bioplastik, und dabei ist das aber nicht der Lösen. Also, ja, Bioplastik ist gaut, wie brucht aber biologisch aufbaubares Bioplastik. Der Feinheiten von der deutschen Sprache. Und als beide dann werden die Berinkigen da ist, siehst du auch, dass sieht 1980 habt wie all Bioplastik. Also, wie habt das allen schon erforscht und wie kennt das auch eigens eins? Hilga, kannst ja mal ran. Warum hat sie das noch nicht durchgesetzt? Taudur? Ja, exakt. Ding, 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 volle Punktal. Danke. Ja,
Das ist, also BitNu ist der Herstellen von biologisch aufbaubarem Bioplastik und PHB ähm, mindestens 10 Mal so dür als Öl. Also beziehungsweise das ist ein von den Problemen, wieso wir das noch nicht habt. Und in Island, wo es eine Arbeitshypothese, also warum denkt wie könnt das nur aber noch mal neu erfinden? Ob Island habt wie so günstige Energiekosten. Und wir habt eventuell bädere Bakterien, der Tau bäderen Konditionen dann produziert, sodass wir günstiger werden könnt. Oh, krass. Ja, und wenn wir dann noch Abfälle nehmen, das gibt auch in Indien ganz spannende Forschung an Klärschlamm, das und Klärschlamm Bioplastik mockt wird. Also die Forschung ist schon richtig weit und das ist super spannend. Doch bis das dann im großen Stil umsetzt werden kann, wird das noch ganz schön lang dauern. Oder vielleicht taulang. Oh, wow. Ja, ich glaube, aber wie all könnt, und da sind wir wieder am Anfang von der Folge, wie all könnt wird morgen. Ja. Denn du hast ja auch gesagt, Mikroplastik ist auch all in der Muttermilch. Und Levelö, ich glaube das nicht, aber auch in Nutella ist Plastik bin. Nur Herr Wick das sagt. Ja, das nur was könnt gar nicht. Aber ja, wenn ich Nutella ät und ich ät auch hier mal Nutella, da ist Mikroplastik bin. Warum ist das da bin? Weil Mikroplastik, Lisa kann das sicher, wenn sie das nochmal genauer werden wollt, noch deep im Detail verkloren. Mikroplastik ist ein Emulgator und das macht Sachen cremig. Und fördert Tau, das sorgen sich nicht in Fett und Warte obdelt. Ist das richtig so verklort? Ja. Okay. Und das finden wir eben auch in so Lebensmittel drin. Das sind dann die Phthalane. Hast du schön utschnackt. Machst du nochmal singen? Phthalane. Wart mit pH schreiben. Also diese Phthalane sind dann gern als Emulgator in so Cremes, Bünden und auch in Kosmetik. Mikroplastik habt wir zum Beispiel gern in Sonnencreme bin, damit das eben auch so ein Filmbild ob der Hut, der dann dort bleibt und wie das nicht so liegt, abreiben könnt, weil die schützt und ja. Aber ich kann Sonnencreme auch anders produzieren, aber Mikroplastik ist so leicht herzustellen und das ist, als Lisa sagt hat, das ist billig. Und das ist so ein bisschen nochmal mein Tipp, was könnt wir alle tun. Das gibt verschiedene Apps, womit einen dann so einen Code auch scannen kann, der ob so ein Lebensmittel oder ob ein Cremetube ob ist. Und dann sagt einen der App, was da binnen ist. Und sagt einen auch, ob das Mikroplastik ist zum Beispiel. Und dann könnt ihr auch mit der App direkt mal einen Protest an den Hersteller senden. Stark. Und das Ja. geht ja so einfach und so fix. Ja, ich weiß nicht, wie mockt ja immer Jimmers unbetaltes Produktplacement. Squatty Potty. Scotty Potty. Ich hoffe, ihr habt ja entzündend das Reklame ankickt, die ich auch verlinkt habt. Wie ein Dromprinz. Prince Charming. Ja, und die App, die ich zum Beispiel empfehlen kann, das ist die ToxFox-App. Die ist von Nabu. Ich glaube, das ist okay, wenn ich die empfehle, oder? Gibt aber noch andere Apps. Also, möchte ich immer mal so Produktscanner sögen und da gibt es viele Apps. Und das ist so was wie in Kleinen, in Lütschen oben könnt. Ja. Und das ist auch noch das, was ich noch so ein Beten mitgeben will oder wo ich das für mich entschieden habe, das sind die Lütschen-Dinge. Das ist vielleicht der Coffee-to-go-Bäcker, den man sich so mitnehmen darf, den Jutebüdel, den man so mitnehmen darf, vielleicht auch die Bambustarnböss. Aber das muss nicht nur komplett nachhaltig werden oder komplett Zero Waste. Das sind so ganz Lütschen-Dinge, die sich aber upsummiert zu ein Groden. Und dann hat wir einen Impact. Ja, und weißt du, wo wir vielleicht noch einen Impact habt? Na? Wenn du vielleicht in diese Folge das Lied kriegen darfst. Oh, ich krieg jetzt schon wieder Angstschweiß.
Okay. Okay. Ich bin bereit. Du bist bereit. Okay. Ich hab was vorbereitet. Das ist aber echt nur was lichtet und damit muss ich auch ein Wort rudlauten, weil sonst weißt du das sicher direkt im Mann. Ja. Ja. Okay. Okay, wir fangen mal an. In Götten ob in Bachspitze. Het as ein Silberflamm brandt. Dat Zusammenspiel ut Schönheit und Leif und wer ernom. Das ist der Stroph, nur der Refrain. Se het dat, ja, leifste, se het dat. Nu, ich bin din, ich bin din für, bin din Längen. I'm your fire. Und was wäre das letzte? Din Längen. Längen. Okay. Singt das eine Frau? Ja. I'm your fire. Ist das nur den 90ern? Ja, gibt das in den Negentiger, ob jeden Fall auch in der Tachentiger ist oft covered worden. Ist das Bonnie Tyler? Het Bonnie. Oh, bei Bonnie Tyler bin ich mir nur gerade nicht sicher, ob sie das covered hat, ist aber möglich. Tellt das? Bitte Lotta tellen. Das muss ich nur einmal nachkicken. Da muss ich einmal nachkicken, okay. ob sie das covered hat. Das muss ich immer noch kicken. Da hast du mich noch kriegen. Nee, ich glaube, das hätte sie nicht covered. Okay. Ist das Venus? Von Bananarama? Yay! Das ist voll geil, die Geschichte in. Oh Gott. Ja, und als Jimmers habe ich mir auch wieder mögt, dass das auch auf die Melodie passt. Oh ja. Ja. Singst du das für mich, bitte? Ein Göttin ob in Bergspitze, het ein Silberflamm brandt. Das Zusammenspiel und Schönheit und Leif und Venus wer hernahm. Se het dat, ja leifste se het dat. Ich bin din Venus, ich bin din für, ich bin din Längen. So, ja, und Lüno habt ihr vielleicht was. Wie liegt habt ihr noch was lehrt? Desire, Sehnsucht, hätt ob Plattdeutsch Längen. Ich habe auf jeden Fall was lehrt. Ich will da nicht rumkommen. Cool. Du wirst das rot kriegen. Schön. No, das ist Schmorch von das ledige Mal, hast du nur danke, Hilka, danke. Nee, mit dem Blading Mal, das ist nicht mein Late. Also, jeder, der mit mir vieren wäre, der weiß, ich erkenne aber eigentlich überhaupt keine Late. Und ich bin immer so, okay. Und dann, wenn das Late so Gott für ein Ende ist, und ich so, das ist das Late. Ja, cool. Oh, ich bin ewig dafür. Aber nur krieg ich mal, ob du meinen Song gut kriegen darfst. Okay. Also, moin, eins klar. Das ist allwede Freitag. Das ist allwede düsse Bar. Und ich muss dir nur erzählen, was mir passiert ist. Nu seh ich, de Tau kommt tiet blied, denn ich bin nu borben up. Momang, wat geit? Ich sech dir dat direkte Mang. An Wochenend hab ich mi verkäken. Ich dreib ein Dirn, die hätt mi gaut gefullen. Und an Sinnabend, in den Danschub, hab ich den Korken knallen lassen. Ja. Bist du die da an Ingangszeit oder die da, die dir den Kopf verdreht oder die da mit einem dicken Bulli an? Mann, es ist die Frude, das nicht kann. Absolut. 100 Punkte. Yeah. Ich starr gerade so auf diesen Song und ich dachte mir, okay, muss ich drin Ja, liebe Leute, ich hoffe, wie zwei hofft, sie könnt ja diese Folge gut anhören, habt vielleicht auch was lernt und sie könnt ja auch dann bei der Tokam-Folge anhören, denn das war magisch.
Oh ja, absolut. Wenn ein so sich nur denken dat: „Oh, die Realität irgendwie, ich möchte mich noch mal so 'n Beten vertrecken in eine magische Welt.“ Und zwar die magische Welt von Herr der Ringe. Der Herr von der Ringen. Da war das 'ne Taukampffolge rumgegangen. Ja, und wie belügt natürlich der Film und der Boyka, aber wie Mhm. kickt auch mal der Sprachwissenschaft an. Natürlich, wir Tilka im Podcast, wie kickt uns die Sprachwissenschaft in der Herr der Ringe an? Also, dann bleibt uns noch zu sagen, Mag dat gaut, holt den Näs in de Sinn und genäht und Dach. bis balle. Tschüss.